Moin Leute, was geht ab? Heute geht es um das D wie Dehnen. Dranbleiben! Mit dem Wort Dehnen meine ich nicht die Dehnen aus Dänemark. Nein, unter Dehnen oder auch Stretching genannt, versteht man Gymnastikübungen, die zur Auflockerung der Muskulatur dienen. Hierzu werden Körperstellen in Dehnstellungen oder auch Zugkräften gesetzt. Bei mehrmaliger Wiederholung der Körperdehnung kann die Flexibilität oder auch die Gelenkigkeit verbessert werden. Es gibt zwei verschiedene Durchführungen für die Dehnung. Einmal die Schwunggymnastik, wie der Name schon sagt, und schwingt ihr dabei und kommt so in die Dehnung, oder auch Kippbewegung genannt. Das blende ich euch hier mal ein, damit ihr seht, wie das aussieht. Das kennt ihr wahrscheinlich. Und zum anderen haben wir einmal das statische Dehnen. Das kennt ihr auch, wie der Name schon sagt. Vollführt ihr das Ganze statisch. Ihr haltet eine Position und dehnt den entsprechenden Muskel, etwa 15 bis 30 Sekunden. Das blende ich auch hier mal ein. Und das waren die zwei Durchführungen. Wie sieht das Ganze in Bezug auf das Krafttraining aus? Es wird häufig behauptet, dass wenn ihr euch dehnt, ihr das Verletzungsrisiko mindern könnt. Dem ist aber nicht so, denn es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür. Es gibt lediglich zwei, die ich gefunden habe, einmal von Klee und einmal die von Wiedmann. Ihr könnt einfach den Namen eingeben, entweder Klee oder Wiedmann. Dahinter schreibt ihr den, gebt das mal in Google ein und dann könnt ihr die Studien davon lesen. Und zwar haben diese beiden Herren bewiesen, dass die Schnellkraft und die Maximalkraft um etwa 6% gemindert wird, wenn ihr euch dehnt. Maximalkraft, wie der Name schon sagt, wenn ihr wirklich maximal trainiert, nur mit einer oder zwei Wiederholungen trainiert, wirklich richtig schwer trainiert. Und bei der Schnellkraft, was verstehen wir darunter? Schnelle Bewegung, rasche Bewegung, Kicks oder Schläge im Kampfsport vor allem, wenn ihr einen schnellen Punch ausführt, und da wird die Kraft auf jeden Fall gemindert. Nicht die Flexibilität, nicht die Schnelligkeit, sondern eben die Kraft. Das einmal zum Krafttraining. Und wie gesagt, deswegen einmal verallgemeinert, bietet sich das nicht an, wenn ihr einen Wettkampf voranschreitet, schwer heben möchtet. Jetzt nur mal als Beispiel, da solltet ihr euch dann nicht dehnen, sondern ziemlich sparsam damit umgehen, wirklich nur ein bisschen vielleicht dehnen, diese Schwunggymnastik einführen, aber nicht dieses statische und auch nicht übertreiben. Also Leute, wir fassen zusammen: Dehnen wirkt sich aus auf die Flexibilität oder auf die Gelenkigkeit, aber ihr müsst dafür auch mit der Kraft etwas einbüßen. Deswegen solltet ihr wirklich darauf aufpassen, und beim Kampfsport ist das halt ein kleiner Paradox, dass ihr das halt machen solltet und nicht machen solltet, weil wenn ihr so Kicks macht, Drehbewegungen, dann solltet ihr schon flexibel sein, aber dadurch wird halt die Kraft etwas gemindert. Deswegen solltet ihr ein bisschen aufpassen. Das ist alles, wie gesagt, wieder nur theoretisch. In der Realität büßt ihr da nicht so viel ein, aber wenn ihr auf Wettkampfniveau arbeitet, dann werdet ihr auf jeden Fall einen größeren Unterschied sehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt in die Kommentare. Gebt mir ein Like, ein Abo hinterlassen. Würde ich mich sehr darüber freuen, und wir sehen uns im nächsten Video. Peace! Yeah.